Eigentlich macht er alles selber. Das Weben hat er sich ja auch selbst beigebracht. Aber beim Aufbäumen der Kette muss Sirkos Lebensgefährte Carsten Barbarowski helfen. Das Garn ist selber gefärbt, aber man sieht es auch, dass da so Schattierungen drin sind. Das ist jetzt hier ein Seidengarn, das kommt aus der Schweiz. So, wie machen wir es? Du fädelst ein, oder? Ich nehme jetzt die Stange, Okay, dann nehme ich den da Eimer. durch und du nimmst den Eimer. Okay, das Fadenkreuz nimmst du? Genau. Dann gehen wir. Die Kettfäden müssen auf den Kettbaum. Aufbäumen heißt das. Aufpassen, Kante. So, müsste reichen, oder? So, ich nehme das mal. Hast du's? Ja, schön stramm halten. Ja, mach ich. Und dann machen wir hier die Halteschnüre, Okay. schneiden wir dann Ja. raus. Okay. Ja? Bis ganz vor. Genau. Okay. Gut, dass so viel Platz hinter der Werkstatt ist. Also das ist jetzt eine Kette, die ist ja, so 12, 13 Meter lang. Und da wären dann 5 Schals draus, A2 Meter. Man hat halt am Anfang und am Ende hat man immer ein bisschen ja, Abfall. Carsten, bist du das gewöhnt? Ja, ja. Ganz normal. Also die zwei ziehen schon an einem Strang. Sirko Galz ist nämlich eigentlich Ökologe und Carsten der studierte Designer. Aber manchmal kommt dann vom Carsten irgendwie noch so ein, mach das doch mal, probier doch mal so, oder das könnte ganz gut aussehen. Und das ergänzt sich dann echt super. Du kannst schon mal Oder? ein bisschen ausdrehen. Genau. Braucht man schon ein bisschen was, oder? Ja. So, und jetzt ist da irgendwo der Wurm drin. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Da hat sich jetzt beim Auswaschen wahrscheinlich irgendwie was, dass sich die Stangen verdreht haben ineinander. Das müsste jetzt eigentlich, müsste das jetzt in einer Bahn hinten glatt lang laufen. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie rausbekommen. Aber da muss einer halten hier. Das ist jetzt echt schwierig. Das muss von unten durch diesen Schlitz hier durch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da musst du jetzt helfen. Weil du hast jetzt hier die Hälfte der Fäden verloren. Mist, ja. Wie sieht's jetzt aus? Sieht's jetzt gut aus in die Richtung? Schau mal. Ja, Sieht's jetzt besser aus? Besser. Jetzt hat er wieder alle Fäden im Griff. Es ist schon eine Fieselei und ganz bestimmt nicht Sirkos Lieblingsarbeit. Aber wenn er hier rumschlampert, dann wird nachher der Stoff nichts. Die Kette in Aktion auf dem Webstuhl. Es ist ein sogenannter Jacquard-Webstuhl. Darauf entstehen ganz besondere Stoffmuster. Von der Technik her sind es Damaststoffe. Ne? Also Damast ist immer, dass man ja auch mit einfarbig ja, Muster erzeugen kann, einfach durch die Lichtbrechung. Und ich kombiniere das halt mit ganz vielen Farben, mit Farbverläufen, mit Farbkompositionen zu einem ja, recht modernen Produkt eigentlich. Also das ist jetzt nicht so klassisch diese Damast-Tischdecke von Oma, sondern das sind halt moderne, zeitgemäße Stoffe, die ich da mache. Vor 200 Jahren entwickelte der Franzose Joseph-Marie Jacquard diese Webstühle. Sie werden mit Lochkarten gesteuert und so entstehen die unterschiedlichsten Muster. Diese Lochkarten, den sogenannten Rapport und dessen Muster, macht Sirko selber an der Schlagmaschine. Bis er all seine Sachen beisammen hatte. Einer der 3 Webstühle kommt vom Bodensee, der andere aus Österreich. Und diese Schlagmaschine war auch nicht mal schnell um die Ecke zu finden.
Diese Schlagmaschine, das ist eigentlich die weiteste Reise, die wir gemacht haben, nach Ungarn. Runtergefahren, an einem Tag das Ding auseinandergenommen und in einem kleinen PKW reingepackt und dann hertransportiert. Aber die war natürlich in einem Zustand, wie er jetzt halt nicht ist. Ne? Also wir haben die dann auseinandergenommen, restauriert, alles abgeschliffen, den Rost runtergemacht und wieder zum Funktionieren gebracht. Hallo. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Sirko, ich bräuchte einen Schal. Für deinen Mann oder Als Weihnachtsgeschenk, was Schönes. Ich hol mal welche raus und dann schauen wir uns Laufkundschaft ist in Burg Lengenfeld eher selten. Dafür geht der Internethandel gut. Und tatsächlich gehören zur Kundschaft zum Beispiel die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung und Museen, die historische Stoffe nachgewebt haben möchten. Das ist jetzt reine Seide. Ne? Das ist handgefärbt. Also man sieht hier auch so ein bisschen so Farbvariationen drin, dass es mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler ist. Würde ich den nehmen. Gerne. Sehr schön, da hat er bestimmt eine große Freude. Glaube ich auch. Ja, einpacken. Gerne. Muster, Farben und Garne wie Seide, Wolle, Kaschmir oder merzerisierte Baumwolle geben jedem Stoff seinen Charakter. Die Liebe zum Stoff muss Sirko wohl in den Genen liegen, denn mit diesen Aufzeichnungen seiner Oma hat sich Sirko das Weben selbst beigebracht. Meine Großmutter, die kam aus dem Riesengebirge und die hat dort angefangen, auf der Webereifachschule zu lernen. Da sind natürlich ganz viele Grundlagen drin, wie das mit dem Webhandwerk funktioniert. Also die ganzen Grundbindungen, so wie man es hier jetzt gerade sieht, aber auch wie man Muster entwickelt, dann größere Muster. Wir haben eine Zeichnung von ihr, die ist irgendwo hier hinten irgendwo drin. Da ist sie, genau. Das ist eine Rötelzeichnung, nehme ich an, aus dem Jahr 43. Und ja, ich nehme an, dass das dort in ihrem Heimatort irgendwie entstanden ist. Sie hat es leider nicht mehr miterlebt, dass ich halt diese Weberei aufgebaut habe. Das ist natürlich schade. Aber wie gesagt, deswegen, sie ist halt immer mit dabei auch irgendwie. Sirko Galtz hat seine Arbeit als Ökologe aufgegeben. Er hat diesen Sprung in die Selbstständigkeit mit seinem Handwerk gewagt und bereut es keine Sekunde. Könnte er noch einmal anfangen, dann würde er nicht mehr studieren, sondern gleich dieses Handwerk lernen. Am Ende des Tages wirklich mit den Händen was erschafft zu haben, was man sieht und was man anfassen kann, was nicht irgendwo in der Schublade verschwindet, sondern dass halt irgendjemand daran noch Freude hat, der das dann später mal kauft. Also das ist natürlich das, was den Beruf ausmacht. Was für ein zufriedener, ja glücklicher Mensch kann man sein, wenn man seine Lebensbestimmung gefunden hat. Sirko Galtz aus Burg Lengenfeld hat die Fäden seines Schicksals gut im Griff.